Neuer Paar, neues Glück. Wir sind zurück bei Pokémon Legenden CA und zu neuen Sidequests, neuer Story und so weiter und so fort. Ich habe oft nur ganz kurz gesehen, dass ich Pandagro ja jetzt als, ja, sagen wir mal Kampf-Pokémon, ne, trotz allem, ja, ein Schwarzgurt genannt. Ich denke immer, es ist ein Expertengurt, ne, ist ja der Schwarzgurt geben kann und ja, einfach mal ein Zieltruppe geben. Das habe ich bisher noch gar nicht getriggert in meinem Pokémon. Seltsam. Naja. Und hier also eine neue Side-Quest. Worum es hier wohl geht? Fragezeichen. Herzlich willkommen im Restaurant Chenom. Hier erwarten dich 2 Sterne Essen und Service, dürfen dich als Gast begrüßen. Wir bieten unseren Gästen ein komplettes Pokémon-Kampfmenü mit 5 Gängen. Die erste Verköstigung ist gratis. Was sagst du? Stellst du dich der Herausforderung? Ja, gerne. Sehr wohl, hier entlang bitte. Avec plaisir. In den ersten Gang servieren wir dir Natalia und ihre Pokémon. Bon Appetit. Natalia. Gomi Natalia fordere ich raus. Taubos, okay. Naja, es ist ein Drache. Jetzt kommt es darauf an, was für... Oh, ja, da ist ein bisschen zu hoch. Nö, hier keine Hitzewelle machen, ne? Ja gut, das ist eine Vierfachschwäche und tschüss. Oh, verwirrt, mein Pokémon. Altaria. Oh, Dracheflug, das ist mies. Weißt du was? Megamorph! Mega Gardevoir. Ich finde es so elegant. Ein elegantes Pokémon. So, Schluss mit lustig. Sieh mal eine an. Eine Glanzleistung. Ja. Oh. In den zweiten Gang servieren wir dir Massimo und seine Pokémon Bon Appetit. Vor allem servieren sie mir. Ja, ein Knochenfutter mäßig, ne? Aber eigentlich... Schon stark. Oh, nix. Okay, Gardevoir macht direkt weiter. Ist natürlich kein Zauberblach mehr drin, sondern Donnerblitz, ne? Natürlich ein bisschen doof jetzt. Ich habe eine kleine Bodengesteinsschwäche, merke ich gerade. Wieso kann ich keine Attacke einsetzen, solange ich dagegen nicht anvisieren kann? Das ist voll fies. Ich wollte einen Schwerttanz einsetzen, während man gerade Schaufel einsetzt, aber es ging nicht. Tanetora, den kennen wir auch. Nicht lang schnacken, sondern fertig machen. Stolos. Ja, ohne Robust als Fähigkeit bist du sowieso am Arsch. Hä? Oh. Falsch gedrückt. Also zufällig, dass der einen reinen KP übrig hatte? Hab's gar nicht gesehen, hat der Ausdauer eingesetzt? Ich glaube nicht, oder? Frisch auf den Tisch. Soll vorkommen, ne? Geht weiter. In den dritten Gang servieren dir Michelle und ihre Pokémon. Wie viele Gänge gibt's eigentlich? Hat es gesagt am Anfang? Hab schon vergessen. Kampf. Okay, ist also eine Kampftrainerin. Pflanze, Gift. Das wird am Vorteil noch ein Nachteil. Ups. Ja, das lief nicht gut. Und Spezialangriff schwächen. Oder direkt killen, das ist eine andere Variante. Rex Blizzard, keiner schmeckt so wie dieser. Der Aquavelle. Bin ich gerade vergiftet und verwirrt? Der hat es gerade auch gesehen. Mein Gardevoir hat gerade auch Magieflamme gelernt. Gardevoir, das kann ich mir alles erlernen. In dem vierten Gang servieren dir Adeline und ihre Pokémon Bon Appetit.
Boah, ne. Vergiftet. Ja, muss ein bisschen hinmachen hier. Oder andererseits heilen, wäre die andere Variante. Octilas. Da war er leider etwas schneller. Das könnte ein kleines Problem werden. Korrektur, es kann ein großes Problem werden. Dann muss ich auf Stab gehen. Außergewöhnlich, Mann. Ja, Hilfe. Den 5. Gang servieren dir nochmals eine Pokémon. Bon Appetit. Ja, jetzt freut sich langsam, ne? So am Arsch bin. Wie sieht denn der aus? Simsalam. Also da gerne Pandrago zurück tatsächlich. Wieso was? Mach ja mal. Hä? Ich kann nicht auf meine Box zugreifen. Das geht hier währenddessen nicht. Ja, super, ey. Wieso kann ich während diese Dinger hier nicht einfach zukommen schon? Ja, hätte das gewusst und so eine andere Pokémon mitgenommen. Oh, was für ein Scheiß, ey. Ohnmächtig werden kann ich eigentlich nicht, ne? Ist schade, dass du nicht in den vollen Genuss in andere Kämpfe kommen konntest. Besuch uns bald wieder. Aber geheilt, ne? Ich meine, es ist trotzdem gutes Training, ne? Versteh mich nicht falsch, aber ja, hätte das gewusst. Das wird diese teilen können, so ist auch total scheiße, ey. Nun gut, also Phoenix ist schon mal gut für die eine Trainerin. Monacoras habe ich auch mal gebraucht. Ich muss den Amphisel rausnehmen, kurz zumindest. Nehme ich auch FM kurz raus, da nicht, dass es irgendwie so ein krasses Ding wäre, aber jetzt will ich nicht mal so ein bisschen durchwaschen, ne? Also. Kommen 2 Gänge oder 2 Sterne im Restaurant. Mhm. Also, nochmal von vorne. Und die Flugtante, ne? Ups. Falscher Move. Tour Talk. Oh, das wäre eigentlich selber besser gewesen als Hydropumpe, aber egal. Auch weggepustet. Aqua Durchstoß, also eine physische Attacke, aber trotzdem nice. Dracheflug gegen ein Megaturtok Eisstrahler, das hatte keine Chance. Ja, Onyx, Turtok lässt grüßen, ne? Oh, muss das sein?
Ach, ein Eisstrahl, meine Güte. Das wird schon doch mal ganz kurz durch. So ein Team wäre eigentlich Lucario nice, ne? Weil es doch recht flink ist. Ne? Aber habe jetzt halt doch relativ viele Schwergewicht im Team. Aber die Pflanzentante, genau, da heißt, da wäre es noch kurz auf Phoenixis aus. Oh, als ob sie mich gelesen hätte. Hexbläser! Ja, dann hatten wir schon den Move. Beziehungsweise den Spruch. Dass man trotzdem noch getroffen hat. Ja, sicher. Satzenia! Botokel! Ja, passt ja. Der war nice, gekontert. Leider Botokel nichts drauf, ne, insofern. Plus ein Volltreffer war es auch, naja, stimmt. Oh, fast Double KO. Ja gut, wir lassen kurz drin, vielleicht kann es noch was reißen. Fast, aber ja. So. Ich hoffe überhaupt kein Feuer-Pokémon mehr. In die Tante. So, bei dem bin ich vorhin gescheitert, ne? Beim 5. Gang. Das mache ich lieber schnell, weil ich habe Angst, dass irgendwie eine Fiedattacke spawnt. Wow, trotz Reflektor platt gemacht. Ja, Simsola ist halt auch eine Glaskanone, ne? Er ist ja schnell, er hat Power im Prinzip, aber wenn er halt den Move nicht schnell genug durchbringt. So. Psychokampf, das wird schwierig. Ich wollte sagen, wieso... Ihr habt die ganze Zeit auf R gedrückt, das R3. Wieso macht ihr den Megamorph nicht? Oh, so ein scheiß Viech, ey. Feuerschlag hat er auch noch drauf. Dankeschön. Nur 1000 Pokédollar. Ey, mein Calcium und Zink. Dankeschön. Aber der was? Er kann mehrmals mehr machen. Okay. Danke und tschüss. Zurück zu den Boxen, zurück in die Bücher, wenn man so will. Nein, Quatsch. Ich will eigentlich die ein bisschen trainieren, Ampharos ein bisschen weniger. Bin bei Ampharos echt ein bisschen unsicher. Wenn er ein bisschen auf der Box landet, sag jetzt mal. Also nicht auf der Box, auf der anderen Box.
Warte, einen kurzen andere Attacke geben. So, man weiß also nie, ne, bei diesen Sidequests hier. Gut, dann noch kurz um die Ecke rum. Wäre auch schon die nächste. Und dann würde ich sagen... Ich glaube, die andere Quest, aber so die Hauptstory machen in der nächsten Folge. Energiefokus! Sind doch recht viele Kämpfe hier, ne? Ich frage mich halt, dann in solchen Dingen immer so ein bisschen, wenn viele Sidequests halt Kämpfe sind, das halt ein gut ausbalanciert oder nicht, weil Kämpfe sind natürlich im Prinzip bei Pokémon-Spielen ja immer gut. Ich glaube, es kommt jetzt auf die Mischung an, ne? Wenn quasi 80-90% der Sidequests nur Kämpfe sind, dann fände ich es eher ein bisschen schade. Und hier hält es noch die Waage. Turbo-Tempo. Schlagbohr natürlich auch fies. Das können sie nicht anvisieren. Ach, das hasse ich bei dem Spiel, ey. Nein, das war die falsche Attacke. Ja, ich wollte ein Turbo-Tempo machen. Energiefokus hat nichts gebracht. Tja, kann passieren. Du bist eine ganz schöne Nummer. Dann kombiniert die zusätzlich mit Items, die die Volltrefferquote erhöhen. Oder macht nur Items, die halt Dinge erhöhen. Energiefokus braucht halt wieder Zeit, ne? Und bei solchen Kämpfen hier. Oh, das Goblins, so viel zu dem Thema. Ja, so dazu, ne? Jetzt halt die Frage, bei ihm gebe ich ein. Das Goblins ist schon ein geiles Item. Hat mich so auf die Attacken drauf an, ne? Eine Attacke, die generell eine erhöhte Volltrefferquote haben, wäre natürlich besser. Ich denke da halt speziell an Pandago. Da wird er nicht mehr, bin gar nicht mehr so sicher. Nachtival eine hohe Volltrefferquote. Wenn er so ein Pokémon hast, ne, mehrheitlich erhöhte Volltrefferquote-Moves drauf hat, dann lohnt sich so etwas schon. Energiefokus noch zu machen, kann man auch, aber wenn Nachtival sicher eine erhöhte Volltrefferquote hat. Pyroklinge auch. Dunkelklaue ja auch. Bei Duranga wäre es noch etwas, ne? Statt Citrobeere, gebe ich dem doch einfach mal, was? Das Goblinse. Ich finde, das kann man durchaus machen, die Kombi. So, Amphisan noch ein Level entwickelt sich's. Das ist doch mal schöner, wenn ich ein Quajutsu, mit Quajutsu nicht. Vor allem in 2 Folgen, wenn es dann um Online-Kämpfe geht, ne? Rank Battle bei Folge 40 dann natürlich machen. Jetzt einfach noch ein bisschen trainieren, so offscreen. Mal gucken. So. Sidequests. 3 Stück sind noch, 4 Stück noch, ne? Ich finde, das geht eigentlich noch, ne? Dann machen wir uns mal auf zur nächsten, weil wir sowieso dahin müssen. Komm. Ich will jetzt auf Zone 14, wa? Wenn wir neue Pokémon holen. Das ist immer geil. Aber vielleicht erstmal hier. So. Dann. Das Sidequest vorbei. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Kämpfe sind oder was anderes. Könnte ja alles mögliche sein. Ah, da ist da oben. Ja, wenn ich gerade was habe.
Also eigentlich hier kann das Teil eigentlich hier wegspielen mit Surfer. Wäre irgendwie logisch, ne? Sehr schön. Dass sowas geht. Oh, nehmen wir es darüber oder wie? Ja, wir keinen Holo-Lift. Lift. War auch eine Kampfattacke dafür, da geht's auch so. Ja, ist gut, ihr seht schon ein anderes Pokémon ein. So, Eisenschweif klappt garantiert. Dankeschön. Wäre mir jetzt stark, wenn das nicht gegangen wäre. Feuerzange vielleicht auch. Drachenklaue. Steine gegen Steine. Ja, natürlich der Eisenschweif geht, okay. Was ich halt cool finde an diesem neuen Kampfsystem, ist, dass ich halt dadurch auch Attacken einsetze, die ich sonst gar nicht nutzen würde. Ne? Eben Eisenschweif zum Beispiel, mit einem normalen Playthrough vielleicht schon. Aber auch online, so würde ich nie auf die Idee kommen, Eisenschweif einzusetzen, weil es trifft ja viel zu selten. Aber hier, wenn du keine Trefferquote mehr hast, ist alles halt anders. So. Oh, da Knopf Enter da oben. Wo muss ich hin? Darüber. Ne, ich muss darüber. Hallo Knofi. Und immer nach all der Zeit kein einziges Shiny. Also meine hören nichts, ne, von einem Shiny. Alle Welt fängt Shinies, nur ich nicht. Tja. Klar, wir gehen jetzt explizit auf die Jagd danach, ne. Aber dafür, dass ich schon relativ früh eigentlich mal die Chance auf ein Shiny hatte, ne, wir erinnern uns damals an das Shiny Taubsi, wo er aber zu nahe dran kam und dann ist er wieder abgehauen. Das habe ich ihn damals nicht geschnallt. Rechtzeitig. Oh, dann von den Viechern. Oh! Ja, ich weiß, ich habe schon eins, aber auch noch eins für den Living Dex. So, warte mal. Ja, darüber, ne? Genau, da waren jetzt dann die Quests, sehr gut. Währenddessen kannst du noch... Was? Auf jeden Fall kam es nur einen mega Stromausfall, ja, wir erinnern uns. So, und wer sind sie, bitteschön? Vor allem hier oben auf dem Dach. Achso, Eseldero, das ist ja jeweils Hütter, ja genau. Und ich nehme das halt immer so seltsam. Steht immer in die Ferne, so als würde das an irgendwas zurückdenken. Ressler! Was hast du, Resladero? Ich kann ein bisschen kämpfen. Müssen wir mal auf die Fresse kriegen? Hä? Bitte erfülle Resleros Wunsch und kämpfe gegen es. Resladeros Vergeltung. Ja, nur dein Zorn kann mich vernichten. Keine Ahnung, wer selber das Vieh jetzt ist. Resler! FM! Oh, falsche Idee. Sprungfeld ist auch so ein mieser Move. Ja, da bringt so nichts. So bringt schon mehr. Rösler! Wow, Pokémon-Kämpfe können wirklich toll sein. Ja.
Also zwar, es wäre ähnlich wie bei Absol, es zu mir kommen würde, aber okay, dann halt nicht. Mega Absol, ja. Mega Resladero, nein. Jo, gib alles. Resaderos Vergeltung. Fokuskur. Nein, Endler. Ne, warte mal, Fokuskur war was anderes. Aber klappt der hier eigentlich ähnlich? Fokusgurt hier. Dass nach einer fatalen Tag mit einem kappigen Kampf übrig bleibt. Ja. Bei vollen KP halt, ne? Das heißt, sonst halt vor allem bei dem Pokémon, wo ich weiß, dass wenn der Gegner da irgendwie mich killen will, dass irgendwie, keine Ahnung, eine Vierfachschwäche hätte, wie mit einer Eisattacke bei Draguan als Drache-Flug-Pokémon, sowas in der Art. Muss man noch gucken. Die Beere, ist die auch neu? Eine sehr effektive Flugattacke. Okay. Ja, Flug, ich meine, welches Pokémon hat schon eine vierfach Flugschwäche, ne? Pflanze Käfer, höchstens. So, da will ich hin. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Jetzt irgendwie noch was. Sehen wir mal eben 3 Sidequests sind es jetzt noch. Wir sitzen eigentlich so generell eine Stufe aus, ne? Okay, dann sind mal die hier. 57, 56, 55. Das heißt, sind natürlich die. Ja. Die höchste Nummerierung, sprich momentan die stärkste Quest überhaupt, die wir jetzt gemacht haben. Okay. Mega Zobier, Farmvogelflyer B. Wir müssen mal die letzte Variante noch finden, ne? Naja, egal. Hui! So, stürzen wir uns ins Getümmel. Da sehe ich doch schon ein potenziell neues Pokémon für uns. Mega Stolos finde ich ja so. Also Mega Stolos so geil finde ich, ist es ja vom Typ verlieren, ne? Wie aus Stahl gestanden einfach nur noch Stahl wird. Schwache Level haben die hier, ne? Oh. Stolrak, jetzt aber mehrere Stolunus, also auch Stolrak eigentlich nicht mehr. Hallo. Versuchen kann man es trotzdem. Kriegst du den Platt? Jo. Calcium für die Knochen. Erstaunlich, wie viel wir davon kriegen, ne? Die ganzen Vitamine wirst du für die Story selber nicht brauchen, ne? Geht ja um EVs dann zu erhöhen. Aber für die Rank Battles. Bei Partessen mal erstmal zurücksetzen, sondern ich will noch klüger. Also setzt sie halt direkt bei neuen Pokémon an und gar nicht trainiert habe. Emolga in die Fresse. Ja. Fehlt nur noch. Okay. Nur 2 Stück. Elite Stahllabor, aber dann würde mich ein bisschen. Kampfsektor. Was ist der für ein Level hat?
49 mit einem Überraschungsangriff mit Mega-Power könnte es reichen. Wird ordentlich Damage bekommen, der Gute. So, erstmal die ausschalten. Also da voll geheilt. Das ist ein Onyx aus dem Nowhere. Ja, vielleicht doch nicht, ne? Also das Elite-Viech oder was? Ach, jetzt sind hier plötzlich die Onyxe. Okay. Das macht sogar irgendwie Sinn, ne? Nein! Das hier war jetzt falsch. Entschuldigung! Mein Kampf ist geladen. Was? Mann, Amphis geht ja nicht extra da wieder rein, Mensch. Was ist los mit dir? Was geht los da rein? Ja, übrigens, Amphis kann sich entwickeln, ne? Die Geburt von Quatschutsu. Wasserschuriken. Nein, doch mal. Erstmal natürlich auch hier noch kurz healen. Wir haben den Hypertrank. So. Gehen wir einmal kurz durch. Was haben wir sonst noch so? Wir haben ein paar Top-Beleber noch. Die dann vielleicht für später. Ein Supertrank. Muss vorerst reichen. Normale Tränke kann wir weg. So. Dann Quatschutsu, ne? Wie sieht es denn bei dir mit den Attacken aus? Natürlich Wasserschuriken rein. Alleine schon wegen der Ladezeit, ne? Muss Attacke rein. Ansonsten Nachthieb hast du noch nicht drauf, ne? Also gut, da auch gerne natürlich beibringen, aber dann vielleicht dann selber noch irgendwie ein anderer Move. Aber ich glaube, statt Aeroas. Also vielleicht erstmal noch. Quatschutsu. So, mal gucken, was du drauf hast, Kumpel. Okay, das war elegant und schnell. Aber ich will Onyx später triggern. Ernsthaft? Oh, komm schon. Echt so lange gebraucht dafür? Never ever. Ah. Der will abhauen, ne? Der weiß schon, was ihm blüht. So.
So geht's doch auch, Freunde, ne? Also. Dann fehlt nur noch das Elektroviech. Nein, da bist nicht du damit gemeint. Ne, Quatschutsu. Das können vielleicht reichen, ne? Irgendwie so halt einen Stein aufweichen und so. Kann man online so eine Kombination aus Lucario und Quatschutsu noch cool wäre, ne? Ein bisschen Speed, ne? Ein bisschen schneller sein. Mega Quatschutsu! Okay. Das so wenig bringt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Scheiße, weg hier. Iguana, wo bist du? Den bist du auch nicht, ne? Oh, Schneeball 2. Och. Der kleine Süße. Oh. Mega Quatschutsu ist down. Ja, das kann passieren. Ja, das Gewächs, ne? Das ist... Wir haben Hedgehog gesehen? Die spawnen ja auch ständig, ne? Das Iguana... vielleicht ist ja das Pendant zu ihm hier, ne? Also sprich, nur tagsüber und wir jetzt halt nachts. Also Kraftwerkssetting und so wird halt schon passen. Ah ja, wohl dahinter noch. Bevor wir dann Folge beenden. Ladungsstoß. Eine coole Attacke. Was besser als Donnerblitz ist, willst du jetzt gar nicht mal. Kannst du Ladungsstoß lernen? Nö, man kann sonst alles lernen. Also, Mega Quatschutsu, natürlich auch megamäßig cool. Oder sieht zumindest megamäßig cool aus. Was ist denn hier, ne? Hier, Mega Quatschutsu. Setzt der Kopf über an einen riesigen Wurf stellen und so schnell dreht, dass er in der Luft schwebt und überrumpelt seinen Gegner. Ja, ich meine, es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Ash Quatschutsu. Weil natürlich Ash Quatschutsu den Shuriken auf seinem Rücken trug, ne? Obwohl es auch so ziemlich groß war, wie das hier. Der Kopf ändert sich bei beiden, natürlich sieht es bei Ash Quatschutsu anders aus und so. Ja, es gibt gewisse Ähnlichkeiten, ne? Also, vielleicht kann man sich fragen, ob das Ash Quatschutsu oder Ash Quatschutsu Form eine Vorstufe zum Mega Quatschutsu wäre. Wer weiß. Aber jetzt auch gefallen, wenn Mega Quatschutsu und Ash Quatschutsu dasselbe wäre, nur Mega Quatschutsu halt die passenden Farben und das Ash Quatschutsu halt in den Farben von Ash halt, ne? Wenn es halt so passen würde. Naja. Im Endeffekt eigentlich auch egal. Gut, Freunde, in der nächsten Folge nur sagen, gucken wir, ob sich FM noch entwickeln will. Und ansonsten, den ganzen Vitaminen und so, da wäre halt die Frage, ob ich irgendwie mal die Evas zurücksetzen könnte. Sonst würde ich halt eher wegen den Wesen gucken, dass die mal ein bisschen stimmen. Und ja, nächste Folge ist 39, das heißt, wir machen ein bisschen mehr Story. Ich glaube, wir würden auch erstmal hier kurz rausgehen. Wieder zurücksetzen vor allem. Also ich warten, bis es Tag wird. Und tagsüber nochmal gucken, ob ich dann noch das letzte Viech hier finde. Das wäre schon ganz nice, ne? Bank sehe ich jetzt gar nicht. Naja, kann ich aufs Screen gucken. Also, Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zu über Pokémon Legends. Yay. Dann nehmen wir ein bisschen, ja, Story. Also sprich, gucken, was mit Sita los ist, was da passiert ist und so. Ob sie Stress hat. Und falls sie Stress hat, dann werden wir den anderen noch ein bisschen Stress machen, ne? Bis dahin, ciao zusammen.